Bevor wir in die heutige Folge reinjumpen, gibt es ein kurzes Wörtchen vom heutigen Sponsor. Wir kennen es alle. Im Gruppenchat wird irgendwie von einem Ausflug geredet, alle sind gehypt, ja, gehen wir ins Tessin, gehen wir, weiss doch auch nicht, gehen wandern auf die Rigi oder so. Und dann bist du so am Planen und du merkst, oh mein Gott, es kommen noch Reisekosten hinzu. Und plötzlich hat keiner mehr Lust, das zu machen, was ich richtig schade finde. In der Schweiz umreisen ist wirklich nicht billig, vor allem für uns jungen Schnaufer. Und trotzdem will man sich ja irgendwie den Sommer nicht versauen lassen. So schwer muss das alles aber gar nicht sein. Die SBB hat nämlich für genau diese Situationen die Friends-Tageskarte entwickelt. Wenn du und deine Friends alle unter 25 sind, könnt ihr einfach für einen Tag alle zusammen ein GA-Ticket kaufen. Eine Friends-Tageskarte kostet 80 Franken und ihr könnt bis zu 4 Leute sein. Das heisst, ihr zahlt pro Person 20 Franken, um einfach alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt auf allen Strecken von der SBB und den meisten Schiffen und auch Seilbahnen unterwegs sein. Und das bis am Folgetag am 5 Uhr am Morgen. Also du könntest über 24 Stunden unterwegs sein. Oder ich weiß nicht, ich kann nicht rechnen. Aber es tönt so. Deine Friends-Tageskarte kannst du bequem in der SBB Mobile-App kaufen oder am Schalter oder auf sbb.ch. Und mehr Infos gibt es in den Shownotes. Viel Spaß beim Reisen! Ja, hallo meine Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es gut, weil ich habe ein neues Mikrofon für euch. Ihr wisst ja noch, dass ich vor so gefühlt 3 Folgen gesagt habe, ich habe ein anderes Mikrofon gekauft. Und keine Ahnung was, behyped und bla bla bla. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein neues und mal schauen, wie das jetzt tönt oder wie ihr das findet. Ich habe das Gefühl, euch juckt es low-key sowieso nicht. Ich habe schon so schlimme Folgen aufgeladen mit so schrecklichem Sound. Und ihr seid einfach so, la 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 la, wann kommt die nächste Folge? Ja. Aber jetzt habe ich eins, das ich so in der Hand haben kann. Das Problem ist einfach nur, dass ich keinen Kopfhörer habe im Moment, der zu meinem ganzen Setup reinpasst. Das heisst, ich kann nicht zuhören. Das heisst, wenn der Ton halt blöd ist, irgendwann, dann merke ich es nicht. Aber so viel dazu. Jetzt habe ich so ein richtiges Hihihi, wenn ihr mal ins Video reinschaut. Ich kann legit einfach alles in der Hand haben. Das ist richtig geil. Jetzt habe ich endlich etwas zum Heben. Das sage ich auch immer bei den Live-Shows. Sind sie auch immer so, ja, was will Emma für ein Mikrofon? Und alle anderen sind halt dann sofort so, ja, am besten halt eins, wo einfach so statisch ist und steht. Weil dann kann sie den Ton nicht verkacken und es ist einfach gut. Und ich bin dann immer sofort so, nein Leute, ihr müsst mir eins geben, das ich in die Hand nehmen kann, weil sonst weiss ich nicht, was machen mit meinen Händen. Und das geht mir jetzt einfach genau gleich. Und es ist Mittwoch wieder. Die letzte Folge habe ich einfach random letzten Mittwoch rausgepresst. Habt ihr das eigentlich gemerkt, dass die nicht an einem Sonntag gekommen ist? Weil ihr denkt, ich schulde euch einfach eine. Wenn ich sie parat habe, schulde ich sie euch einfach. Und ich habe sie dann gerade parat gehabt. Aber es ist Mittwoch und am Samstag habe ich Live-Podcast am Gurten-Festival. Und ihr könnt ja mal 3-mal raten. Ja gut, bis die Folge online kommt, ist es schon vorbei. Boah, das ist low-key beruhigend. Denkt ihr euch das auch, wenn ihr so einen schlimmen Vortrag habt oder irgendwie, weiss doch auch nicht, irgendeine krasse Prüfung? Denkt ihr dann auch so, ja, in 3 Wochen hocke ich da und es ist schon vorbei und ich werde so denken, es ist vorbei. So geht es mir jetzt. Nicht, dass es schrecklich wäre, dass ich am Gurten-Festival auftrete. Das ist natürlich cool, aber ihr kennt mich. Es ist auch ein bisschen schrecklich. Auf jeden Fall. Naja, in ein paar Tagen habe ich es und habe das Gefühl, ich habe irgendeinen Plan davon, was ich erzählen will. Nein, weil ich bin immer noch so ein bisschen am strugglen. Ich denke mir halt die ganze Zeit, es ist ja eine Crowd. Keine Ahnung, es haben mir mega viel geschrieben, dass sie kommen werden, die sowieso den Podcast hören. Aber dann denken wir auch, es werden ja safe Leute abholen, die wahrscheinlich noch nie, also mich vielleicht gar nicht kennen oder den Podcast nicht regelmäßig hören oder gar nicht hören oder vielleicht einfach mich von Social Media kennen, aber hören mal nicht hören, checken ihr. Und dann muss ich ja irgendwie so etwas machen, wo wie für alle zugänglich ist. Gleichzeitig denkt man auch so, ja, blöd für dich, wenn du es nicht kennst, muss ich ja einfach mein Ding durchziehen. Es steht noch in den Sternen, weil es ist auch eine andere Situation. So an einem Festival und ich glaube, es schifft. Oh mein Gott, Leute, wenn es schifft und keiner kommt, wirklich, ich weiss nicht, ich wollte gerade sagen, dann mache ich nie mehr Live-Podcast, aber das stimmt einfach nicht, weil jetzt ist es einfach draussen. Es gibt am 6.9., das ist glaube ich September, 6. September, gibt es einfach nochmal einen Live-Podcast, wo man so for real Tickets kaufen kann und einfach wieder, es sind so du und ich, nicht irgendetwas Gurten-Festival, nicht irgendwo, wo andere Leute noch auftreten, sondern es ist legit einfach «Hören mal» und die «Hörenmalers». Gell, wie wollen wir uns eigentlich nennen? Keine Ahnung. Aber es sind einfach du und ich und ihr könnt Tickets kaufen und ich tue den Link in Bio und ihr könnt einfach kommen. Alter, es ist einfach in der Hall, also in Zürich
Was richtig, richtig crazy ist, was mich auch nervös macht, weil das ist halt, Bro, Leute, The Hall kennt man doch, oder? Also, ich schon, weil ich bin ja Konzertgängerin, aber The Hall ist crazy. Das ist richtig so what the fuck Moment. Ich habe gerade auch eine Story gepostet, wo ich schon Werbung dafür gemacht habe, auf «Hör mal». Und ich sage auch so, Bro, ich bin zuletzt in der Hall, bin ich gewesen. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe gemeint am 21 Savage Konzert, aber das stimmt nicht, sondern am Swiss Influencer Award, wo ich den Award gewonnen habe. Und jetzt machen wir einfach Live-Podcast dort drin. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist allgemein ist es ein Projekt von Unfiltered. Und das wird jetzt ein ganzes Ding, wo immer wieder Live-Podcasts stattfinden werden. Also nicht nur von mir, darum checkt es sowieso mal ab, das ist richtig cool. Aber ich bin die Erste. Wir sind die ersten Leute, wir nehmen das ein. Und wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, ich habe auch schon in der Story gesagt, eigentlich sollte ich das gar nicht sagen. Ich sollte jetzt halt so tun, als wären die Tickets so, oh mein Gott, mega limitiert, es gibt nur, keine Ahnung, 200, seid schnell. Und dann nachher so sagen, oh, wir haben trotzdem noch mehr Tickets und so. Aber man checkt ja wenn man in der Hall ist, dass es viel Platz hat. Und es ist so, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, aber bei so Venues kannst du wie den Raum in so Compartments abteilen. Das heisst, du kannst, ich weiß gar nicht wie viel, aber es fängt wahrscheinlich bei so 300 oder 500 an, dass du wie 500 Sitzplätze hast. Dann kannst du wie den Raum noch mehr öffnen, dann kommst du wahrscheinlich auf 1000 oder so. Dann kannst du noch mehr öffnen, bis irgendwie 5000 Plätze, glaube ich. Oder ich weiß auch nicht, ob das Stehplätze wären. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man nur Sitzplätze hat. Aber von dem her müssen wir halt jetzt wie abchecken, wie viele Leute kommen werden und von dem aus einschätzen, welche Grösse wir nehmen. So, wenn wir nicht einmal auf 500 Leute kommen und das kleinste ist 500, logisch, dann machen wir nicht mehr. Aber wenn wir plötzlich merken, oh mein Gott, es werden mega viele Leute kommen, dann müssen wir halt das wie alles erweitern. Und ich weiss auch nicht, wie das ist mit Kosten und Personal und keine Ahnung was. Dann juckt. Ich turn das einfach ab und es muss alles funktionieren. Aber darum, Leute, wirklich, macht nicht den Last-Minute-Move und denken, ja, ich kaufe dann noch Tickets, weil wenn es halt so knapp wird und wir sind bei kurz vor 500, dann machen wir nicht noch viel mehr. Und dann kann es aber natürlich gleich sein, dass es keine Tickets mehr hat, offiziell, obwohl wir den Raum verdoppeln können, weil dann macht es ja keinen Sinn. Also es wird schon eine Limitation geben, wir können nicht unendlich viele Leute reinlassen, aber darum kauft unbedingt ein Ticket, wenn ihr gerne kommen würdet, damit wir einschätzen können, wie viele Leute actually kommen. Checkt ihr, was ich meine? Das wird richtig, richtig cool und ich bin mir auch schon Sachen am Überlegen. Also es wird nicht so... Es wird cooler als die letzten paar Mal, einfach weil ich will vielleicht auch gewisse Leute einladen oder so lustige Sachen machen, aber es wird natürlich trotzdem auch einfach normal Podcast. Also allgemein, wenn ihr noch nie in einem Live-Podcast von mir gewesen sind und mal kommen wollt, erwartet nichts Krasses. Es ist legit das Gleiche wie jede Woche, einfach, dass wir alle miteinander dort sind und ihr noch Fragen stellen könnt und so. Erwartet einfach nie etwas und dann wird es immer cooler, weil ich überlege mir natürlich schon Sachen. Ich bin richtig nervös und hyped, aber es ist richtig cool. Ich bin aber nervöser vor dem Gurtenfestival, weil eben, das sind nicht meine eigenen Leute. Aber das ist jetzt scheißegal, wir fangen an mit der Folge. Und zwar habe ich euch auf Insta mal gefragt, schon vor ein paar Wochen, dass ihr mir Sachen reinschreibt, wo ich eine Meinung dazu abgeben sollte. Beziehungsweise, ich glaube, ihr habt dann automatisch Sachen reingeschrieben, zu denen ihr eine grosse Meinung habt und wo ihr euch wünscht, dass ich wahrscheinlich die gleiche Meinung habe. Darum wird es spannend, ob ihr und ich die gleichen Meinungen haben. Und wir fangen jetzt einfach an, weil ich will auch gerne meinen Senf dazu abgeben, was ihr so hören wollt. Und ich hoffe, ihr hasst mich nach dieser Folge nicht. Wir fangen einfach an mit etwas, wo ich einfach beim Lesen schon so war, oh mein Gott, über das will ich reden. Jemand hat geschrieben, die PH-Studenten, die immer recht haben, auch wenn niemand gefragt hat. Meine Meinung zu diesen Leuten ist, wieso werden so viele Leute Lehrpersonen, die wirklich extremst rechthaberisch sind und meinen, es gibt nur ihre Meinung auf dieser Welt. Und sie sind die gescheitsten und krassesten Menschen auf der Welt, aber sie können low-key nicht mal buchstabieren. Was ist das für ein Phänomen? Also es macht ja irgendwie Sinn, dass wenn du so von dir selber das Gefühl hast, du bist so allwissend, dass du dann denkst, ja, du musst dein Wissen weitergeben und du wirst jetzt Lehrperson. Aber oh mein Gott, mein Beileid an die Kinder, die unterrichtet werden von diesen Menschen. Ich bin ja schon auch rechthaberisch, muss ich auch sagen. Ich habe letztens auch mit der Lynn darüber geredet. Ja, vor allem, low-key, alle meine Friends sind rechthaberisch. Es ist richtig schlimm. Es ist cool, weil so,
starke Characters und so, aber es nervt auch, weil wenn ich rechthaberisch bin, muss mein Gegenüber eigentlich sich unterwerfen. Sonst geht es wie nicht auf, dann fickt man sich die ganze Zeit an und ist so, nein, aber das habe ich auf alle so und so gelesen. Und am Schluss kommt raus, beide haben die Quelle TikTok. Aber das gibt natürlich niemand zu. Bra, wenn jemand von euch allen nicht zulässt, ja, ihr seid im Fall genauso rechthaberisch wie ich möchte gar nicht meinen. Ich habe das Gefühl, amix wird es nämlich auf mich, wow, entpuppe ich mich gerade als rechthaberische PH-Studentin? Darum nerven mich die anderen wahrscheinlich auch so, weil ich Recht habe. Nein, aber es gibt wirklich extrem viel, wo so ungerechtfertigterweise rechthaberisch tun. Und das kann ich eben gar nicht haben. Weil ich tue wirklich selten so, wenn ich nicht sicher bin, dass ich Recht habe. Und meistens habe ich eben dann auch Recht, weil eben, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich keine Ahnung habe. Also es gibt so viele Leute an der PH, die einfach so irgendetwas behaupten. Und du bist so, hä, wie kommst du jetzt auf das? Ja, das weiß ich also, das weiß man halt einfach. Einmal googlen. Und ich weiss, es stimmt nicht. Menschen, die besitzergreifend über ihre Kollegen werden mit der Zeit. Das ist crazy, weil ich das Gefühl, es gibt richtig wenig Leute, die nicht so sind. Also ganz viele Freundschaften, die ich hatte, sind irgendwie so in dem geendet, dass es wie zu viel geworden ist für mich. Dass ich immer am Schluss so gedacht habe, Bro, du bist ja low-key obsessed mit mir. Können wir pausieren? Ich habe keinen Bock auf eine irgendwie Freundschaft, die so ist, als wärst du mein Freund. Ich habe eigentlich nur weibliche Kolleginnen, darum, das geht jetzt irgendwie nicht um Männer. Aber so, wo wirklich so Kolleginnen hässig auf mich sind, wenn ich irgendwie 20 Minuten nicht zurückgeschrieben habe oder wenn ich halt andere Kolleginnen hatte, die auch immer so sich so reinschleichen in jeden Aspekt von deinem Leben. Kennt ihr das? Wirklich so wie so eine Made. Sorry, das ist mega asozial. Aber so, okay, wir sind Kolleginnen, vielleicht in einem Aspekt vom Leben. Zum Beispiel, weiss doch nicht, du bist meine Stallkollegin. Ich habe keine Stallkolleginnen übrigens, aber das ist ein Beispiel. Und wir verstehen uns einfach super gut, weil wir zusammen reiten. Aber das heisst nicht, dass ich mit dir schwimmen muss, mit dir joggen muss, mit dir in die Schule gehen muss, mit dir ins Gym gehen muss, mit dir ins Kino gehen muss, mit dir shoppen gehen. Checkt ihr? Das heisst einfach nicht. Man kann auch einfach nur in einem Sektor befreundet sein und super haben in diesem Aspekt. Weil es gibt ja auch Leute, mit denen verstehst du dich nicht in jedem Bereich. Und du denkst so, heb den Laden, sobald sie anfangen, über Politik zu reden oder über ihre Beziehungen oder so. Wo es einfach nur lustig ist, keine Ahnung, eben zusammen zu reiten. Und das lenkt. Und es muss ja auch nicht alles so deep sein. Und es gibt einfach mega viele Leute, die können das nicht akzeptieren irgendwie. Die sind dann so, wahrscheinlich halt auch, weil sie merken, dass man selber wie die Grenzen probiert zu setzen. Und vielleicht ist so ein Gefühl von, oh mein Gott, sie will mich nicht so, wie ich sie will, freundschaftlich sehen. Und dann ist man wie gekränkt und er zwingt es dann noch mehr und ist dann so, wieso chillst du mit der, wieso machst du das? Bro, aber sorry, wenn du so bei deinen Kolleginnen bist, wie hast du eine Beziehung? Weil die arme Person, die mit dir zusammen sein muss, wenn wirklich deine Kolleginnen schon terrorisiert werden, ab jedem Scheiß. Ich will es nicht mal so judgen, weil eben, ich glaube, man checkt schon, von wo das kommt und das hat sicher auch mega viel mit so Kindheitsfreundschaftsdynamik zu tun, dass man vielleicht früher nie so richtig das gehabt hat oder immer nur blöde Freundschaften, wo man dann irgendwie ausgeschlossen worden ist oder wo, eben früher ist ja auch mega so, dass einander Freundschaften ausspannen, ist auch mega so ein Thema gewesen. Und wenn man mega viel von dem betroffen war, kann ich schon verstehen, dass du das so mitnimmst und irgendwie Angst hast, wie vergessen zu werden oder blablabla. Aber keiner hat Bock auf das. Und vor allem, es juckt mich wie nicht am Schluss, wenn du erwachsen bist und einfach immer noch so bist. Und ich wegen dem muss die cutten und den Kontakt zu dir abbrechen, weil es einfach unaushaltbar ist sonst. Dann musst du doch wie das irgendwann realisieren. Vor allem, es machen ja alle mit dir Schluss. Platonisch. Alle. Irgendwann, niemand hat langfristig Bock auf das. Dann merkst du das irgendwann, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass du legit wie ein toxischer Freund bist. Und nicht irgendwie, ja, niemand hat mich gern. Es geht ja gar nicht um das. Und ich finde es auch so schade. Ich habe auch jemanden in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich schon mehrmals sagen musste, Alter, im Fall, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit dir zusammenkleben. Ich habe dich gern, du bist super. Aber kannst du es sein lassen? Und die Person hat es einfach nicht sein lassen, dass ich am Schluss wirklich musste sagen, ja, okay, gut, in dem Fall kann ich nicht mit dem befreundet sein, weil es ist nicht schön.
Und aus so einem Grund müssen eigentlich eine coole Freundschaft aufgeben, ist halt mega scheiße. Immer wenn ich auch über so Sachen rede, kommen dann immer wieder so Leute vorgekrochen, die irgendwie behaupten, dass ich dann eine schlechte Kollegin wäre und jeder hat doch mal so Phasen und so. Aber wenn ein Mensch irgendwie über Jahre immer gleich ist, obwohl du Probleme ansprichst, dann juckt es die Person nicht genug oder die Person hat halt andere Probleme, dass es wie irgendwann nicht mehr mein Problem ist. Wow. Darum, meine Meinung habt ihr, glaube ich, rausgehört. Was findet ihr so? Findet ihr das toll? Weil ich glaube, es gibt eben schon auch Leute, die sich dann geehrt fühlen und die auch mega mitmachen bei dem. Also, dass es wie auf Gegenseitigkeit beruht, dass man so beste Kolleginnen ist und beide besten Kolleginnen dürfen nicht jemand Besseres haben. Also, wisst ihr, was ich meine? So mega so, wir zwei, wir sind Besties. Und ja, gehst du mit der Anina raus? Ja, sind wir nicht mehr Besties. Und dann bei jedem Scheiß so Kommentar. Ich glaube, das gibt es schon auch noch oft. Ich weiss nicht, ich kann nicht so relaten mit dem, weil ich habe nicht so eine beste Kollegin. Und das habe ich low-key noch nie gehabt, außer so im Kindergarten. Und auch dann haben wir manchmal gestritten und dann so da, als hätten wir eine andere beste Kollegin. Vielleicht ist es auch etwas anderes, wenn man halt Single ist und viel mehr Wert legt auf Freundschaften. Weil ich bin ja jemand, der low-key immer in einer Beziehung ist. Und darum juckt es mich vielleicht auch nicht so fest. Vielleicht wäre ich sonst auch so. Weil ich habe schon auch eine Tendenz, muss ich euch ehrlich sagen, ich habe auch eine Tendenz dazu, so ein bisschen psychomässig werden. Einfach weil die Insecurity schlummert auch in mir. Was, wenn du mich nicht mehr willst? Aber das hat halt niemand gern. Und das wissen wir alle. Meine Meinung zu Zoo. Ein paar Leute, Zoos sind halt einfach low-key scheiße, aber gleichzeitig bin ich wie nicht genug informiert darüber, was man dann sonst machen könnte und was mit denen, also weißt, wo kommen die Tiere sonst an? Und ich verstand auch, ich weiss, das ist so das verpönteste Argument ever, aber ich verstand das auch hure, dass man so ist, ja, ich will meinen Kindern halt die Tiere zeigen und so. Weil ich glaube, wir als Erwachsene vergessen mega schnell, was Tiere und so die auch exotische Tiere und einfach die ganze Tierwelt für eine Rolle spielt in einem Kinderleben. Es geht ja alles um Tiere. In den Büchern geht es um Tiere, in Spielen geht es um Tiere. Es ist einfach alles mit dem zu tun. Und dann verstehe ich den Aspekt, dass Eltern so sind, ja, ich nehme mein Kind dorthin, dass mein Kind einfach eine tolle Zeit verbringen kann und das kennenlernen kann. Und alle Gegner sind ja dann so, Bro, aber das ist halt nicht normal und du solltest deinem Kind auch nicht beibringen, dass es okay ist und dass die Tiere so eingesperrt werden dürfen. Und das finde ich logischerweise auch. Aber der egoistische Aspekt von, ja, ich gehe dort hin und sehe hure schöne Sachen, verstand ich. Ich sage nicht, das ist gut, aber ich verstand, von wo es kommt und ich habe auch das Gefühl, es wird, also ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, weil man natürlich auch Profit aus dem schlägt und die Tiere irgendwie auch noch Ewigkeiten dort überleben werden. Und die können ja auch nicht mehr ausgewildert werden. Darum, das ist ich finde das scheiße. Sobald ein Tier halt einmal so gefangen gelebt hat und abhängig gemacht wurde vom Mensch, muss er irgendwie 50 Jahre nachher das weiter so machen, weil es ist dann auch unfair, um es einfach auswildern und sterben zu lassen, weil wir schuld sind, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Checkt ihr? Ja, allgemein ist es blöd. Ich weiss auch nicht, ob so Tierparks, weißt, mit so normalen Tieren, sind die in Ordnung? Muss ich mal recherchieren. Robert Mark Lehmann muss ich mal ein bisschen mehr schauen. Aber so Sachen machen mich eben immer traurig. Und ich bin jetzt auch nicht, also ich gehe jetzt nicht freiwillig in so eigentlich. Von dem her, ich bin jetzt so nicht so schuldig, aber ich bin natürlich auch schon im Zoo gewesen. The fuck? Wir sind alle schon mal im Zoo gewesen. Hobbyhorsing. Das haben erstaunlich viele Leute geschrieben. Und ich finde, okay, unpopular opinion, wo ich finde, sollte popular sein. Ich finde Hobbyhorsing nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Leute, kennt ihr noch die Gumpi-Esel? Ich bin stundenlang auf einem Gumpi-Esel rumgegumpt. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin wirklich auf einem Esel am Reiten oder irgendwie allgemein am Reiten, aber einfach, weil es lustig war. Und low-key wäre ich vielleicht ein obsessed Horse Girl gewesen als Kind. Das hat mich eben nicht so gejuckt als Kind, ehrlich gesagt. Dann wäre ich vielleicht auch auf einem Holzross rumgegumpt. Hä? Das ist doch einfach, das ist so, du tust einfach so, als ob du ein Ross hättest. Und auch, eben, hätten wir TikTok gehabt, wo wir so klein waren, wir hätten alle auch so Videos gemacht, von wegen, komm in meinen Stall und fütter mein Pferd mit mir. Wir hätten das alle gemacht. Vergessen nicht, wie wir gespielt haben. Wir haben auf Hochdeutsch, natürlich, Mutter, Vater, Kind gespielt mit unseren Geschwistern oder irgendwie mit unseren Barbies und haben dann
low-key inappropriate Sachen gemacht mit den Barbies im Zimmer allein. Und hätten wir es können filmen, hätten wir es gefilmt. So sind wir gewesen. Und es ist wirklich nicht weit entfernt davon. Lieber hätte ich gespielt, dass ich ein Fake-Ross habe, als dass ich mit meiner Schwester haben müssen spielen. Du bist Mami, ich bin Kind. Okay, das Nächste. Leute, die ihren ganzen Wert durch die Aufmerksamkeit von Typen definieren. Ja, Leute, über das habe ich auch schon oft geredet. Ich finde es traurig und ich finde es schade. Aber es ist nicht so, dass ich aktiv so denke, du bist mega blöd oder das so mega judge. Ich judge schon ein bisschen, weil ich weiss es halt mittlerweile besser, aber ich war auch schon so gewesen. Nicht, dass ich mich ganz Wert durch das definiert habe, aber ich glaube, jede Frau kann damit relaten, dass man sehr viel davon abhängig macht, vor allem wenn man ganz jung ist. Und ich glaube, es hat immer einen krassen Hintergrund. Ich habe noch nie jemanden gesehen, oder selten, der aus einem wirklich guten, stabilen Umfeld kommt, wo quasi das perfekte Leben gehabt hat. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Logisch, es gibt kein perfektes Leben. Aber weißt du, so 0815, stabil, netter Vater, stabil, nette Mutter, coole Geschwister, finanziell abgesichert, gute Ausbildung, bla bla. Die Leute sind halt einfach normal und die haben das Problem noch nie gehabt. So. Und dann ist es für mich naheliegend, dass wenn es dir halt irgendwo fehlt, in irgendeinem anderen Aspekt, was Zuneigung, Aufmerksamkeit, Liebe, Selbstvertrauen, all diese Sachen angeht, dass du es dir halt auf die einfachste Art holen wirst, die nur geht. Und das ist halt über Männer als Frau. Es ist einfach so. Du kannst aufwachsen und das Gefühl haben, jeder findet dich blöd, jeder findet dich hässlich, du findest keinen Anschluss, niemand ist nett zu dir, du hassest dich selber, aber wenn du einmal irgendwie einem Typ etwas Spezifisches sagst oder schreibst oder schickst oder keine Ahnung was, kriegst du so viel Liebe, was man ja meint, es ist ja keine Liebe, aber so viel positive Aufmerksamkeit in dem Moment, wo du noch nie sonst irgendwo empfunden hast. Logisch machst du mit dem weiter. Wenn es dich gut fühlen lässt und du endlich das Gefühl hast, oh ja, jemand findet mich toll. Wenn du in einer Welt lebst, wo du dir selber einredest, dass nie jemand könnte und du bist so blöd und so scheiße. Und dann kommt irgendeiner und sagt, du bist geil. Was passiert dann? Logisch, man wird low-key süchtig nach dem. Und das verstand ich voll. Und das sehe ich auch voll. Aber ich finde trotzdem, also ich finde es mega traurig, wenn jemand, der sehr, sehr, sehr erwachsen ist, das immer noch hat. Weil so Teenie-Alter, glaube ich, ist es einfach low-key normal, leider. Aber eben, wenn du so 25, 26, 30 bist und immer noch alles vom Mann abhängig machst, kann ich halt leider einfach nicht mit dir chillen. Sorry. Und dann kann ich auch nur Mitleid mit dir haben. Und ich tue nicht gerne Menschen bemitleiden, weil eben, das ist so vom hohen Ross runter irgendwie, du hast das Gefühl, du bist etwas Besseres und darfst Mitleid haben, obwohl vielleicht juckt sie die Person auch gar nicht und die lebt ihr das beste Leben. Aber ich bin halt der Meinung, dass es nur aus Unsicherheit passiert und nicht, weil es einem mega Spass macht. Und ein anderes Thema, gerade so anknüpfend an das, ist so die ganzen InfluencerInnen, die auch eigentlich nur, aber so auf eine feministische Art und Weise probieren, über Männer Content machen und halt wie blöd Männer sind und auch so der ganze Rise davon, dass man anfängt, Männer nur für Geld brauchen und ja, wenn du schon einen Mann hast, dann schau, dass du einen Reichen hast und mach dich nicht abhängig von ihm und nutze ihn einfach für seine guten Sachen aus, aber einen Mann brauchst du eigentlich nicht, so die Influencerinnen. Dort bin ich auch immer so, ja okay, aber wenn du so feministisch unterwegs bist und so selbstständig und so wieso ist jedes Video von dir nur über Männer? Mit was haben sie das verdient? Das ist so, da denkt man auch so, ja, aber du bist doch eine coole Persönlichkeit. Erzähl doch einfach von deinem huren Leben, anstatt immer einfach nur Männer dies, reiche Männer das. Ich gehe auf ein Date, auf der Yacht und ihr solltet auch auf eine Yacht. Und bra, wirklich, ich check alles, was die sagen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt gut. Ich finde auch nicht, dass man irgendwie auf Yachten gehen von irgendwelchen reichen Männern, einfach weil man profitiert davon. Weil du kannst wie auch selber Geld verdienen. Und logisch ist es ein Sprungbrett zum Teil, aber wirklich, nein. Aber das Schlimmste finde ich einfach nur, dass immer nur über Männer reden. Hast du nichts Besseres. Die sind wirklich nicht so spannend. Auch eben die Kolleginnen,
zurück zu dem mit der Freundschaft, die Kolleginnen, wo du so jedes Mal, wenn du sie triffst, und es kann sein, dass du sie nur alle 4 Monate mal siehst oder so, aber jedes Mal geht es nur um Männer. Und es ist nicht der Freund, der irgendwie eine ernste Beziehung ist und die Person hat vielleicht Probleme damit und braucht Hilfe, sondern es sind so Randoms. Wirklich so, seit 2 Wochen schreibe ich mit dem und schau, der hat mir gestern das und das geschrieben. Und ich bin immer noch so, Alter, du schreibst schon mit random Leuten auf Insta. Wir sind 22. Nein. Und jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Aber das ist meine Meinung. Mega viele Leute schreiben so Gay, Gay-Flagge, LGBTQ, Gender. Was wollt ihr hören? Leute, ich bin eine offene Maus. Ich finde man sollte gendern. Einfach nur sprachlich gesehen. Ich verstehe nicht, wieso so viele Leute sind, dass es so ein Umstand ist und nicht schön zum Lesen, nicht leserlich, nicht flüssig. Hat jemand von euch schon mal einen guten Text geschrieben? Wenn du gut schreiben kannst, juckt das Gendern halt hart nicht. Lernt mal schreiben. Gendern gehört im Fall dazu. Wenn du heutzutage eine Arbeit schreibst, auf so akademischem Niveau, dann musst du gendern oder am Anfang sagen, im Zuge der Leserlichkeit, was ich ja eben wieder ein Witz finde, aber es bearbeitet checke ich, weil es geht auch um so Word-Count und so. Aber wenn du am Anfang musst du dann gleich schreiben, ja, im folgenden Text werden eigentlich alle Menschen angesprochen, aber für der Einfachheit halber schreibe ich nur Männer. Können wir dann auch anfangen, einfach mal nur Frauen schreiben? Oder was? Also, juckt es jemand? Ich finde, das ist im Fall so nervig, die ganze Debatte darüber. So, es ist doch klar, dass Frauen mit einbezogen werden wollen. Und dass ich mich nicht angesprochen fühle, wenn es heisst, der Pöstler. Ich bin nicht der Pöstler, Wenn ich Pöstlerin bin, bin ich Pöstlerin. Und dann will ich auch angesprochen werden als Pöstlerin. Und wirklich, alle, die über das diskutieren, sind meiner Meinung nach einfach hohl oder irgendwie halt wirklich nicht in einem akademischen Kreis unterwegs, was ja auch okay ist. Und dann verstand ich auch, dass es eben umständlich wirkt oder dass man so ist, das braucht doch keiner und so. Aber dann lese ich ja wahrscheinlich auch nicht viel und hast nicht viel mit so Sachen zu tun. Aber Menschen, die viel lesen und schreiben und sich actually mit diesen Themen befassen, ich meine, wenn du nie eine Zeitung lesest oder nur so, das Einzige, was du schreibst, ist etwas, was du beim Arbeiten musst und du schreibst halt keine Mails, du hast vielleicht auch etwas mehr Handwerkliches als Beruf oder so. Logisch, du brauchst den Scheiß nicht. Aber alles, was mit Medien zu tun hat, was mit allem Akademischen zu tun hat, einfach alles, was wirklich, oder Bücher, auch eben Literatur, du musst alle ansprechen. Das kann ja wohl nicht sein. Reiten ohne Sattel, Sporenreiten, doppelt gebrochenes Gebiss. Was sagst du zu Hobbyhorsing? Wow, das ist Olympiareiten und so, also Extrempferdesport. Eine ganze Seite auf meine Antworten, wo nur um Reiten geht. Leute, reitet, wie ihr wollt. Wenn ihr euer Ross nicht verprügelt und es eurem Ross gut geht, dann ist es mir eigentlich recht. Ich habe das Gefühl, die ganzen Hilfsmittel und so, also zum Beispiel auch so Ausbunden, Reiten und alles, ist jetzt alles nicht so mies, weil ich finde, wenn du es ohne nicht anbekommst, okay, wieso machst du es dann? Ich finde auch, eher eine unpopular Opinion ist, dass man die Sachen vom Boden aus erst können sollte. Wieso hockst du sonst auf dein Ross? Wenn du so bist, mein Ross kann sich nicht versammeln, ja, dann musst du halt wie Muskulatur aufbauen zuerst. Was bringt es, wenn die Ass oben drauf hockt und du wahrscheinlich auch nicht perfekt reitest? Ich ja auch nicht. Aber wir machen ja eigentlich alles immer schlimmer oben drauf. Kann man ja so sagen. Und wir müssen ja immer uns selber perfektionieren, damit wir dem Ross nicht weh machen und blablabla. Dann finde ich auch einfach so, schaff an dir selber. Das ist auch ein Punkt, wo man low-key cancelled wird dafür, wenn man das sagt. Aber ich finde auch, als Reiterin, als Reiter musst du selber fit sein. Du kannst doch nicht auf ein Ross hocken und erwarten, dass dein Ross sportlich aktiv ist für dich und ihr macht eine Sportart zusammen, aber du kannst der faulste Hund auf der Welt sein und unsportlichste und hast keine Muskulatur, hockst aber drauf wie ein Herdöpfelsack. Das ist das, was mich nervt. Ob du doppelt gebrochene Gebisse drin hast oder mit Sporen reitest, das kommt alles darauf an, wie gut du reitest. Wenn du gut reitest und einen perfekten Sitz hast, juckt es mich nicht, dass du mit Sporen reitest. Aber wenn du mit Sporen reitest und alle 2 mm reinkickst, dann sollte jemand dir die Sporen wegnehmen. Und so ist es halt mit allem. Aber allgemein kann man ja auch über das Reiten diskutieren. Reiten
behaupte jetzt gleich, macht eigentlich die meisten von uns machen gleich mehr kaputt am Ross, als dass wir es gut machen, einfach weil es so viel gibt, was man falsch machen kann. Aber die Intention ist, denke ich mal, meistens gut und es ist halt, ja, ich glaube, alle unsere Rösse wären ja gleich zufrieden, wenn wir nicht darauf hocken würden. Aber für uns bedeutet es halt mega viel. Es ist halt auch egoistisch, low-key, aber I love Reiten, darum irgendwo gibt es Abzüge. iPads und Laptops in der Primarschule. Das hört man ja mega viel, auch als außenstehende Person. Das habe ich auch früher immer gehört, als ich noch nicht an der PH war. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, die iPad-Kids und so. Aber jetzt, wo ich auch das Praktikum hatte und so und allgemein einfach an der PH bin, fällt mir auf, dass die Kinder einen ganz anderen Umgang haben mit eben so iPads, Laptops, als wir früher hatten. Weil, believe it or not, die Kinder haben 24/7 Zugang zu einem Gerät. Das ist nicht wie wir früher, die daheim nicht haben dürfen oder gar nichts daheim hatten und dann hast du mal irgendwo etwas gehabt und bist gerade so «ein iPad!» Also, früher hat es ja nicht mal iPads gegeben, aber so «ein Laptop! Spielen wir Movie Star Planet!» So, die Kinder haben jeden Tag ein Handy in der Hand oder gamen irgendetwas und schauen TikTok. So, für die ist das nicht mehr so krass. Und darum, glaube ich, können sie auch viel besser damit umgehen in der Schule. Also, auf jeden Fall die Klasse, wo ich dann war, die haben das voll im Griff gehabt. Die haben auch nichts, also auf jeden Fall nicht mehrheitlich, oder vielleicht einzelne, aber nichts anders auf diesen iPads gemacht, als was ihre Auftrag waren. Und es gibt auch wirklich, das kann man sich glaube ich auch nicht so gut vorstellen, aber es gibt so krasse Sachen mittlerweile, so, die wirklich nur auf die Schule ausgerichtet sind, die du kannst machen in der Primar, wo du so ganz interaktiv Aufgaben lösen kannst. Oder auch auf Kahoot kannst du mega viel Krasses machen. Oder so ein Fake-Kahoot. Ich glaube, das war nicht mal Kahoot gewesen. Es gibt so etwas wie Kahoot, das auch für die Schule ist. Du kannst mega viel krasses Zeug machen und die Kinder sind dann actually auch invested in das und finden es cool zu machen. Und darum denke ich eigentlich, es ist ein mega gutes Hilfsmittel. Weil man muss den Kindern ja auch einen korrekten Umgang mit Medien und Technologie beibringen, weil es ist unumgänglich. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, okay, ich verbiete meinem Kind einfach das Internet, weil das ist einfach nicht mehr die Realität und darum ist es wichtig, dass man dem Kind beibringt, hey, wie geht man sicher um mit dem Internet, wie verhält man sich im Internet, was ist, keine Ahnung, Cybermobbing, blablabla. Die Sachen tun wir ja eigentlich alle behandeln in der Primar. Das bekommt man natürlich nicht so mit und man hat auch das Gefühl, ja, die Kinder haben iPads in der Schule und hängen an den iPads. Aber es ist dann auch so, du hast einen Auftrag, wo du so bist, hey, iPads führen. Und dann dürfen sie es nehmen. Dann müssen sie es aber auch wieder versorgen. Ausser du hast halt etwas anderes geplant. Aber es ist sehr geregelt und es ist alles reguliert. Und eben der Umgang damit ist auch mega wichtig. Darum, ich finde, das ist eigentlich etwas Cooles. Boah, jemand, der auch an der PH ist, hat gefragt, Meinung zu Hausaufgaben. Das ist eine gute Frage, weil ich habe gerne Hausaufgaben gemacht. Und ich habe mir noch nie aktiv Gedanken darüber gemacht, weil ich wie noch nie selbstständig die Wahl hatte, ob ich Hausaufgaben gebe oder nicht. Entweder es war so, du gibst jetzt die und die Hausaufgabe, oder es war so, nö, ihr müsst nichts machen. Darum, weiss nicht, ich glaube, das ist auch wieder so sehr ein Klassending, wenn du daheim Unterstützung bekommst, eine tolle Familie hast, eine gebildete Familie hast, eine Familie, die Deutsch redet oder die Sprache vom Unterricht, wenn es jetzt keine Ahnung, auch Englisch Hausaufgaben sind oder so, dann sind Hausaufgaben super. Dann ist es toll. Aber wenn du ein Kind bist, das daheim das nicht hat und die Unterstützung nicht bekommt, was machst du dann? Gibt es dann in der Schule irgendeinen Ort, wo das Kind hingehen kann, so Hausaufgabenhilfmäßig? Dann finde ich auch wieder so, ja okay, ist ja eigentlich cool. Gleichzeitig weiss ich nicht, was dann im Kind selber passiert, wenn das Kind realisiert, aha, die anderen können das alle daheim machen und mir hilft keiner. Aber das kannst du ja eh nicht verhindern, das wird es immer geben, mit dem Znüni, mit den Kleidern, mit Ausflügen, mit Eltern, die Sachen in die Schule bringen. Und also, das wird es immer geben. So. Aber weiss nicht, ich finde, Hausaufgaben sind so fair, low-key, wenn jemand nur rumgetrödelt hat und du musst dann wie das, was du nicht geschafft hast, daheim fertig machen, weil es halt garantiert, dass am nächsten Tag oder nächste Stunde alle auf dem gleichen Stand sind, was halt essentiell ist. Andererseits bin ich so, ja, aber wenn das Kind schon langsamer ist als andere oder sich weniger gut konzentrieren kann, als ob es dann daheim
Gut, vielleicht kann sich halt daheim auch besser konzentrieren. Aber ich glaube, es ist mega individuell. Aber du kannst das halt nicht individuell behandeln. Entweder du gibst Hausaufgaben oder nicht. Das ist schon noch ein crazy Ding. Und ich glaube, das ist auch von Schule zu Schule anders. Ich weiß auch gar nicht, ob du einfach als Lehrerin allein kannst sagen, ich gebe keine Hausaufgaben. Weißt du, so von der Schulleitung aus oder so. Das wäre eigentlich noch spannend, das frage ich mal im nächsten Praktikum. Ja, aber ich glaube, es ist mega schwer. Und ich finde auch, also von was ich höre, müssen ja Kinder so viel daheim machen mittlerweile. Ich habe legit nie Hausaufgaben gemacht, low-key, weil ich halt alles in der Schule gemacht habe und sonst, ja, so Mathe und so habe ich halt auch daheim gemacht, aber das hat mir auch nicht viel gebracht, weil ich also nicht gecheckt. Das ist ja wie das Ding, wenn du keinen hast, der es dir erklären kann, bringt es dir nichts, das daheim machen. Ich weiss nicht, ich finde es schwierig. Was ist eure Meinung zu Hausaufgaben? Das würde mich jetzt wirklich extrem wundern. Ich habe das Gefühl, es gibt mega viele Leute, die zuhören, die selber auch an der PH sind oder etwas mit so Kindern zu tun haben. Oh, Einsamkeit und wie man neue, echte Freundschaften in den 20ern bildet. Leute, ihr fragt die falsch, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist es wirklich mega schwer. Ich hätte jetzt so gesagt Ausgang und so, aber ich glaube irgendwie nicht. Könnt ihr mir da Auskunft geben? Keine Ahnung. Einsamkeit, check ich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Scam, dass man so tut, als müsste man alles allein anbekommen und als wäre es wichtig, so, ja, du musst immer Zeit allein geniessen können und checken ihr, so dass ich verbringe gerne Zeit bei mir allein. Ja, logisch, aber wenn man die ganze Woche, jeden Monat allein ist und vielleicht einmal im Monat jemanden trifft, dann, ja, bra, dann ist es halt auch nicht schön. Das Leben ist vor allem schön, wenn man es mit jemandem teilen kann und Erfahrungen mit jemandem zusammen macht. Change my mind. Und ich glaube, das ist auch so ein Symptom von einfach der aktuellen Situationen auf der Welt sowieso, dass es natürlich einfacher ist, Gesellschaften zu kontrollieren, Gesellschaften produktiv machen, wenn sie erstens keine Zeit haben für soziale Sachen und wenn sie es gar nicht haben, weil dann gehst du halt einfach arbeiten. Was willst du machen? Wenn du keine Kollegen hast, wenn das nicht so betont wird, dass Freundschaften wichtig sind, dass ein soziales Umfeld wichtig ist, bla bla bla, dann hat man auch das Gefühl, ja, es ist nicht wichtig, die anderen machen es auch alle so, okay, in diesem Fall 80-Stunden-Woche. Also checken ihr. Das ist ja auch extrem kulturell bedingt. Wenn man irgendwo auf Südamerika gehen würde, wäre es überhaupt nicht so, dass man sagt, oh, ich weiss nicht, wo man Kollegen macht, aber du kannst einfach auf die Straße gehen und hast schon 20. Weil die Leute einfach viel offener sind. Und low-key, ich glaube, man muss halt selber extrem offen sein. Und einfach auf die Leute zugehen können und Gespräche anfangen können. Und auch so ein bisschen demütig sein, weil du musst ja wie zuerst signalisieren, hey, ich will mit dir befreundet sein, so hier in der Schweiz. Weil sonst sind die Leute auch mega verunsichert, auch wenn du mit ihnen ein Gespräch anfängst. Die Leute denken so, ja, die will nicht mit mir befreundet sein. Also alle sind so in so einer Rückhaltung, habe ich das Gefühl. Und du musst die Leute eigentlich fast schon in den Arsch kriechen, um so in das Umfeld reinzukommen. Weil alle haben halt schon ihre Leute. Und die Leute sind auch nicht mega bereit zum Mischen, habe ich das Gefühl. Also es ist mehr so, das sind meine Kollegen. Weil so eine andere Idee wäre ja zum Beispiel auch, dass man Friendgroups vermischt und mal so ist, hey, kann ich dort und dort mal mit und so. Aber jetzt viele Leute nehmen das schon fast als Angriff an oder so Bedrohung. Darum eben so put yourself out there. Es gibt ja auch Bumble für Friends und so. Ich weiß jetzt nicht, wie dort die Erfolgsrate ist, ob das cool ist oder nicht, habe ich noch nie gehabt. Und sonst vielleicht so Hobbys, so Gruppensport, Fußball, so Sachen. Social Media. Ich habe eine Kollegin, die mega viele Kolleginnen einfach so von TikTok hat, also von anderen Ländern und so und wirklich seit Jahren sich mit denen trifft und es mega toll hat. Sonst auch so, wahrscheinlich so Sprachaufenthalt und so, aber die sind ja dann wieder nicht in der Schweiz. Ja, Leute, es ist tough. Und eben, so zurück zu dem Einsamkeitsding. Wir brauchen ein soziales Umfeld. Wir sind soziale Wesen und man weiß ja auch, dass es so resilienzmäßig und alles extrem etwas bringt, wenn du Menschen hast, mit denen du dich umgehst und wo du reden kannst und so weiter und so fort. Darum kommen wir jetzt raus aus dem Individualistischen, nur ich muss auf mich selber schauen und blablabla. Und sind auch parat, um halt Aufwand reinzustecken, weil eine Freundschaft ist anstrengend und ich glaube, wir haben auch oft die Möglichkeit, Freundschaften aufzubauen. Und dann sind wir aber alle gleich so, das ist aber schon noch hure anstrengend. Die ist auch amigs ein bisschen blöd. Die nervt mich auch amigs. Nein, das tue ich mir nicht an. Die nervt. Und dann bist du aber in 2 Monaten wieder so, Bro, ich habe keine Kollegen.
Aber das ist auch einfach, weil ich glaube, wir sind nicht so gewillt, Sachen aufopfern, Zeit aufopfern, Nerven aufopfern. Es kostet auch immer Geld, low-key, Kollegen haben, wenn man so etwas unternehmen muss immer. Aber es sind alle Sachen, die man muss aufopfern muss. Und sonst vielleicht, wenn du ein Haustier hast, irgendwie so einen Hundepark oder so. Leute, ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Stadt ist es auch viel einfacher. Ich bin halt wirklich ein Landei. Freundschaft plus, ob das auf irgendeine Art kann förderlich sein für Frauen. Habe ich mich noch nie richtig darüber informiert. Ich finde einfach für Freundschaft plus allgemein blöd. Also für alle. Ich denke aber schon, dass es oftmals mehr so ist, dass es für die Frauen scheiße ist, weil die Frauen oft die Benachteiligten in dieser Situation sind, was Gefühl angeht, was das Bedürfnis nach Nähe angeht, dass es für die Männer in der Situation, weil sie auch einfach tendenziell weniger darüber reden und meistens auch die sind, die den Umstand bestimmen. Also ich habe das Gefühl, oft kommt es vom Mann aus, dass es so ist, nein, ich will nichts Ernstes. Und dann ist man auch so, okay, ja, okay, in dem Fall, ich will die halt, darum mache ich jetzt mal mit bei F+. Ich höre selten, dass Frauen das bestimmen und so das wollen. Weil ich glaube auch nicht wirklich daran, dass das etwas ist, was man wollen unbedingt. Ausser es gibt einen anderen Umstand, der das so erzwingt. Zum Beispiel, ich ziehe bald um oder ich bin noch heartbroken von jemand anderem und blablabla. Aber dann finde ich auch, ja, dann mach es halt nicht. Ich bin wirklich Hater von F+, weil irgendjemand wird immer verletzt. Das haben wir aber, ich habe das ja immer wieder und es haben mir auch schon Leute geschrieben, wo sie sind, nein, ich habe seit 2 Jahren F+ mit einem und es läuft super. Okay, aber wenn du 2 Jahre F+ mit einem hast, dann bist du low-key mit ihm zusammen, wenn es gut klappt. Wie meinst du das? Oder vielleicht bist du dann einfach, irgendwie gibt es so etwas wie aromantisch oder so. Aber ich glaube einfach nicht an das. Und eben, ich glaube, es ist oft etwas, wo man sich zwängen lässt. Nicht, dass man gezwungen wird, aber man macht es einfach, weil man hat die Person gern und man erhofft sich etwas und man macht einfach mal mit, weil es ist ja besser als nichts. Und ich glaube, das ist etwas, wo Frauen mehr dazu tendieren. Einfach so mal mitmachen und ja, okay, in dem Fall. Ich will Männer, wenn ich einem Mann, der mich will, würde sagen, nö, eigentlich nicht, aber du kannst vorbeikommen zum Shakalaka Bum Bum. Haben das Gefühl, der würde das mitmachen? Weiss ich nicht, vielleicht will ich 7. Aber so im Allgemeinen, weiss ich nicht im Fall. Ich glaube, es ist schon mehr so ein, ja, dass wir uns halt so zurücknehmen und es allen recht machen wollen und weiss nicht, aber das ist auch nicht gut. Hört auf F+ haben. Ausser es juckt euch halt wirklich nicht und das Gegenüber auch nicht, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Können wir einfach Gefühle aussprechen und auch committen können. Weil eben, wenn du 2 Jahre F+ mit jemandem hast, bra, dann ist einfach Commitment-Issues und kannst es nicht aussprechen, aber ihr seid verheiratet, Bro. Ja, Leute, ich mag nicht mehr schnurren. Ich habe schon so viele cancelbare Sachen gesagt, habe ich das Gefühl. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne euren Senf dazugeben, weil es nimmt mich richtig, richtig wunder, was ihr dazu zu sagen habt. Ob ihr meine Meinungen ass findet oder ob ihr agreed. Let me know. Und vergesst nicht, Tickets zu kaufen. Und ich hoffe, ich habe das gute Festival überlebt, wenn ihr das hört. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal.